Wer es glaubt, wird selig. Wenn wir das jemandem sagen, dann ist es sehr oft eher so ironisch oder spöttisch, im Sinne davon, dass man den anderen entweder für sehr naiv haltet oder das Gefühl haben, er möchte uns verarschen. Zum Beispiel, wenn der Benny mir sagt, dass Arsenal, sein Lieblingsfußballclub, nächstes Jahr Meister werden oder so, dann sage ich, wer es glaubt, wird selig, oder? Das passiert nicht. Aber vielleicht gewinnen sie die Champions League, gell? Das, wobei, vielleicht eben auch nicht. Wir werden sehen. Genau, aber eigentlich ist es ein Statement, wo auf den Glauben bezogen ist und wo eben auf den Glauben bezogen sollte wahr sein. Und vielleicht haben es nicht alle gewusst, aber die Aussage, die stammt aus der Bibel, je nach Übersetzung. Aber der Luther hat das so übersetzt. Das ist eine Aussage aus dem Markus 16, Vers 16. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht, aber vielleicht liest du das und bei dir ist nicht ein Ausrufezeichen dahinter, sondern ein dick, fettes Fragezeichen. Ist das wirklich so? Oder ist das Ganze mit dem Glauben nicht vielleicht einfach eine schöne Einbildung, ein Wunschdenken, etwas, wo wir uns wünschen? Vielleicht ist es so, dass du dich noch gar nicht so lange mit dem Glauben beschäftigst und dich fragst, ist das wirklich wahr? Kann das wahr sein? Kann ich dem, was da in der Bibel steht und was andere Christen erzählen, auch vertrauen? Dann ist vielleicht das Thema auch etwas für dich. Oder eben vielleicht bist du schon sehr lang Christ und du merkst, wie in dir Fragen und Zweifel sich breit machen und dass dein Glaube irgendwie nicht mehr so vor Überzeugung strotzt, wie das vielleicht auch schon war. Es gibt verschiedene Auslöser, die zu so Fragen und Zweifeln führen können. Und ich habe da so ein Kuvert mitgenommen, wo wir die so ein bisschen reintun können. Das sind zum einen manchmal Fragen an Glauben ganz generell. Zum Beispiel, wenn wir herausfordernde Gespräche haben mit anderen Leuten, die Sachen in Frage stellen, wo dann irgendwie so, ich nenne jetzt das so rationale Zweifel kommen, so Gedanken so, geht das wirklich alles auf oder nicht? Es kann aber auch sein oder ausgelöst werden durch Personen in deinem Umfeld und ihren Weg, wo sie gehen. Menschen, die vielleicht sich aus irgendwelchen Gründen, wo die bekannt sind oder nicht, vom Glauben abwenden und du merkst, das macht auch etwas mit dir und löst auch in dir Fragen und Zweifel aus. Die auch gerade hier rein. Dann gibt es natürlich auch, dass man, wenn wir in der Bibel lesen, über Passagen und Sachen stoßen, wo man schwierig findet, wo wir irgendwie nicht recht zu Gang kommen damit, wo unseren Glauben und unser Gottesbild herausfordern. Das sind dann so schwierige Bibelstellen und auch die können Fragen und Zweifel auslösen in unserem Glauben. Etwas anderes, wo sicher vielleicht bei den meisten zuerst in den Sinn gekommen ist, sind Situationen, Erlebnisse, Schicksalsschläge, Situationen, wo es sich anfühlt, als würde das, was wir glauben, nicht übereinstimmen mit der Realität, mit dem, wie wir die Sachen erleben. Das können zum Beispiel ausbleibende Gebetserhörungen sein, Leid, Not. Das führt oft zu so Fragen, wie kann denn ein Gott, der doch sollte gut sein, so Sachen zulassen? Ein Wunder, das nicht passiert. Oder andere Gottesbegegnungen, die du dir wünschst, aber du so nicht erlebst. Auch das kann so Fragen und Zweifel auslösen. Und dann vielleicht noch als Letztes, das ist so, man könnte das nennen, Identifikationsschwierigkeiten. Wenn du andere Christen und wie sie den Glauben leben anschaust, oder Leute, die sich Christen nennen, wo du wieso merkst, hey, das macht mir so Mühe, wie die unterwegs sind. Ich habe das Gefühl, die haben irgendwie eine Scheuklappe an oder so kann man doch als Christ eigentlich nicht sein. Und wo in dir so ein Gefühl auslöst, so, wenn das Glauben bedeuten sollte, dann weiß ich nicht, ob ich das auch möchte. Das sind alles so Fragen, Zweifel, die in unserem Leben irgendwo aufkommen können. Und ich glaube, wir alle kennen irgendwie so Situationen, wo im Herzen und in den Gedanken die Fragen und Zweifel im Glauben
aufkommen. Ehrlich gesagt auch ich. Und ich weiss, als Pastor sollte man das eigentlich nicht, oder? Aber auch als Pastor fragt man sich manchmal zwischendurch, hey, ist das, was ich da vertrete und was ich da auf der Bühne davon erzähle, auch wirklich wahr und was man nicht? Und jetzt keine Angst, ich bin nicht in einer Krise, mir geht es gut mit meinem Glauben. Ich möchte das mehr teilen, dass, zum zu sagen, hey, auch als Pastor kennt man vielleicht so einen Moment. Es ist normal, dass man irgendwo mal so einen Moment hat. Und ich kenne aber genauso auch die Momente, wo es sich anfühlt, dass wäre mein Glaube unerschütterlich, wo ich irgendwie mich Gott unglaublich nachfühle und wo ich die Spuren von seinem Handeln in meinem Leben sehe und ich voller Überzeugung bin. Und ehrlich gesagt, häufig ist es eher so dann irgendwo in der Mitte, oder? Man hat das oder eben die Erlebnisse, die geben einem mega Halt und gleichzeitig kann es sein, dass man mal irgendwie so Gedanken aufkommen. Mich nimmt es wunder, wie es bei euch ist. Und darum machen wir jetzt gerade eine kleine Aktion. Ich habe so ein Mentimeter vorbereitet. Dürft mal schnell mit dem Handy da drauf gehen, könnt auf menti.com gehen und dann den Code eingeben oder einfach den QR-Code scannen. Und dann hat es dort so einen Balken, wo du kannst völlig anonym, also muss niemand Angst haben, wo du kannst einordnen, wie es denn deinem Glauben so geht. Ob er unerschütterlich ist, wir haben vorher noch gewitzelt, ob er Chuck Norris-mäßig ist, das wäre ein Selfie, die Skala gibt es nicht. Oder ob du doch auch mit sehr, sehr grossen Fragen kämpfst. Sind, glaube ich, alle dran, haben es alle können scannen. Dann kannst du mal richtig Auswertung, dass wir beobachten können, was da passiert. Ja, schau jetzt. 7,1. Jetzt gibt es sogar eine Auswertung, der Durchschnitt. So gut. Also was wir schon mal sehen, Zweifel und Fragen sind real. Aber ich bin auch sehr froh, dass nicht alle ganz da sind. Aber wir sehen, es ist auch unter uns, da in einer Kirche, gibt es die ganze Bandbreite an Sachen. Die Fragen, Zweifel, sie sind real. Und wir möchten miteinander in dieser Serie anschauen, wie können wir denn einen Umgang finden mit so Zweifeln und Fragen. Und auch wenn du dich jetzt da auf der Skala bei 10 oder bei 7, 8, 9 eingeordnet hast, kann die Serie auch für dich hilfreich sein, weil zum einen ist die Chance groß, dass du Leute in deinem Umfeld kennst, wo du weißt, dass sie so Fragen haben. Vielleicht wäre das auch eine gute Gelegenheit, sie einzuladen, in diese Serie oder den Podcast weiterempfehlen. Aber es ist auch sehr gut möglich, dass du später irgendwann in deinem Leben vielleicht so einen Moment hast und dann soll dir diese Serie helfen, dass du dort ein bisschen gewappnet bist, wie mit dem umgehen. Oder vielleicht eben bist du, wie es vorher schon angetönt hat, auch erst in der Situation, dass du den Glauben am Kennenlernen bist und so denkst so, I don't know, ich habe da schon noch so ein bisschen meine Fragen. Ich glaube, auch dann hilft dir das, wie du mit diesen Fragen kannst umgehen. Unser Anliegen ist, euch mit dieser Serie zu helfen, einen gesunden und einen widerstandsfähigen, oder man könnte sagen, einen resilienten Glauben entwickeln, wo eben dann nicht irgendwann wie ein Kartenhaus einfach zusammenbricht, wenn eine Krise kommt oder wenn das Leben plötzlich nicht mehr mit dem übereinstimmt, wo du immer geglaubt hast. Und darum werden wir in dieser Serie darüber reden, wie dass wir mit diesen Phasen umgehen können und wie sie uns helfen können, zu einem geriefteren und widerstandsfähigeren Glauben zu führen und wie denn so ein Glaube auch aussehen kann. Wir haben 3 Teile. Und eine Überzeugung, die uns in dem leitet, ist, dass Phasen immer auch eine Chance sind und eine Einladung, in einen tieferen Glauben hineinzufinden. Es ist etwas, das unsere Überzeugungen auf den Prüfstand stellt. Und manchmal merkt man dann in dem auch, dass es okay ist, wenn sich der Glaube ein Stück weit auch verändern kann und dass so Veränderungen auch möglich sind, ohne dass sich der Glaube gerade in Luft auflösen muss. Also es sind die Themen, die werden wir in diesen 3 Sündigen miteinander anschauen.
Und vielleicht so eine erste Überzeugung, die sich ändern kann oder vielleicht sogar ändern muss, ist so die ganze Frage, ob man dann als Christ oder als guter Christ überhaupt zweifeln darf oder eigentlich nicht. Oder sollte oder vielleicht nicht. Weil im Umgang mit Zweifel tauchen immer wieder auch gewisse Bibelstellen auf, die uns den Eindruck geben, dass Zweifeln eigentlich ganz etwas Schlechtes ist. Und dass man als Christ doch eigentlich nicht zweifeln sollte. Zum Beispiel sagt Jesus dort mal an Petrus: Warum hast du zweifelt? Wo er da auf dem Meer, wo er auf dem Wasser gelaufen ist und nachher abgesoffen ist. Und ich glaube, es war nicht eine Kritik daran im Sinne von: Hey, wieso zweifelst du an mir? Ich glaube, der Petrus, der hat ja mehr an sich zweifelt. Und das war das Problem gewesen. Oder eben, dass er das Gleiche kann wie Jesus. Aber wir haben manchmal so Bilder, auch so das Ideal von einem kindlichen Glauben, oder? Wo man sagt, ja, wir müssen einfach glauben wie die Kinder. So einfach und ohne Zweifel. Und ich bin dann in der Vorbereitung mal nach und habe gemerkt, das sagt Jesus gar nicht. Das ist gar keine Aussage, die er macht, sondern es geht dort mehr, wer kann ins Himmelreich oder wer ist, die Jünger fragen, wer ist der Größte im Himmelreich, und Jesus erklärt ihnen dann, hey, schau, es geht nicht um den Größten oder nicht, du musst werden wie ein Kind, wenn du möchtest ins Himmelreich kommen. Also wenn wir ein bisschen genauer anschauen und in die Bibel hineingehen, dann sehen wir, dass wir mit Fragen und Zweifeln sogar in bester Gesellschaft sind. Nur schon, wenn wir zum Beispiel an die Season, wo wir jetzt drin sind, denken, letzte Woche haben wir Ostern gefeiert. Wir müssen euch mal überlegen, was das für eine Phase für die Jünger wahrscheinlich war. Sie sind mit Jesus umgezogen, sie hatten die Erwartung gehabt, dass der Jesus jetzt wird das Volk Israel befreien wird. Dass er die Römer wird aus dem Land rausschmeißen. Sie haben wahrscheinlich schon geahnt, dass er jetzt das nicht gerade als ein militärischer General oder irgendwie so wird machen. Aber das ist das, wo sie davon ausgegangen sind. Und für die einen vielleicht sogar der Grund gewesen, warum sie mit dem Jesus mitgegangen sind. Weil sie gesagt haben, hey, da hat es irgendwie Power, da passiert etwas. Und endlich werden wir hoffentlich befreit. Und dann zieht der Jesus in Jerusalem ein und wird umgebracht von den Römern. Das, was sie erlebt haben, hat in dem Moment überhaupt nicht mit dem zusammengestimmt, was sie eigentlich geglaubt haben. Für sie ist das so klar gewesen, dass der Messias doch das Volk muss befreien muss. Und jetzt haben anscheinend die Römer triumphiert. Ihr Bild von Gott und dem versprochenen Messias hat nicht mit dem übereingestimmt, was an Ostern passiert ist. Erst im Nachhinein und erst durch die Verstehung ist das dann so langsam gekommen. Aber selbst dann ist das für die Jünger noch schwierig gewesen. Wir lesen in dieser Geschichte von den Emmaus-Jüngern, wie sie unterwegs sind und zusammen ratlos sind, wie sie die Geschehnisse einordnen sollen. Und auch wenn Jesus nachher den Jüngern mehrfach erschienen ist, so sind Zweifel anscheinend auch dort nicht gerade sofort verflogen. Nicht nur, wenn wir an Thomas denken, sondern wir lesen auch am Schluss vom Matthäus-Evangelium, dort heißt es, die 11 Jünger gingen nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn dort sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber hatten Zweifel. Mir steht übersetzungsmäßig nicht ganz sicher, ob das einige andere sind oder ob dort Jünger gemeint sind. Aber es spielt nicht so eine Rolle. Fakt ist, anscheinend haben selbst dann noch einige Zweifel gehabt. Und ich finde es krass, wie ehrlich die Bibel über das ist. Weil ganz ehrlich, wenn du eine neue Religion startest und behauptest, dass jemand verstanden ist, dann ist es nicht besonders schlau, wenn du hineinschreibst, dass die einen noch Zweifel hatten und sich unsicher waren. Dann würdest du eigentlich sagen, hey, es hat im Fall keine Zweifel gegeben, es ist allen klar gewesen, dass der Jesus auferstanden ist. Das ist eigentlich ein Zeichen von der Authentizität, dass da eben wirklich etwas passiert ist, weil sie haben sich das gar nicht überlegt. Für sie ist es so klar gewesen, dass eben der Jesus, wo sie dann das aufgeschrieben haben, dass Jesus auferstanden ist. Also wir sehen in der Bibel, finden wir Aussagen, die zeigen, dass Zweifel ganz normal dort sind. Und wir finden auch Aussagen, die zeigen, dass Gott sehr gut kann mit unseren Fragen und Zweifeln umgehen. Auch zum Beispiel im Judas, was heißt, kümmert euch um die im Glauben schwach geworden sind oder die nicht mehr sicher sind. Oder eben auch die Geschichte von Thomas, dem Jünger, der zuerst nicht glauben konnte, der zuerst Jesus wirklich anlangen musste, zeigt, dass Jesus sehr gut damit umgehen kann, wenn Leute Zweifel haben. Es gibt also keinen Grund, dass man als Christ das Gefühl müsste haben, man dürfe keine Fragen und Zweifel haben. Ich würde sogar sagen, vielleicht eben im Gegenteil. Es ist vielleicht sogar gar nicht so schlecht,
wenn wir die Entwicklungspsychologie und auch die Religionspädagogik anschauen, dann weisen die alle darauf hin, dass es in unserer Entwicklung, die wir durchmachen, also zum Beispiel der vom Erwachsenenwerden, immer wieder bestimmte Wachstumsschritte gibt, die nötig sind. Und sehr oft werden die Wachstums- oder Entwicklungsschritte eben gerade dort ausgelöst, wo wir mit dem, was wir bis jetzt wissen oder uns gewöhnt sind, irgendwo an Grenzen stoßen und wir merken, jetzt irgendwo geht nicht mehr alles so auf, wie ich mir das zurechtgelegt habe. Ein so Entwicklungspsychologe spricht von Krisen, die passieren. Und durch diese Krisen lernt man Neues und entwickelt uns weiter. Man kann auch sagen, wir wachsen. Und darum ist auch allgemein, sagt man, etwas vom Wichtigsten, um wachsen zu können, ist Fragen stellen. Sich nicht einfach mit allem abgeben, was ist, sondern Sachen auch in Frage stellen und mal hinterfragen und daran anbleiben. Es zeigt, dass wir wachsen und dass wir vorwärts kommen. In Bezug auf den Glauben kann das heißen, dass es passieren kann, dass mal unsere Überzeugungen und unser Gottesbild hinterfragt werden. Und dass der Wachstumsschritt dann eben in dem Sinne passiert, wie wir jetzt mit dem umgehen. Indem wir uns zum Beispiel fragen, kann ich denn jetzt durch das, wo ich das Gefühl habe, das stimmt irgendwo etwas nicht mehr, vielleicht etwas Neues über Gott lernen? Muss ich vielleicht das, wie ich es bis jetzt gemeint habe, ein bisschen hinterfragen und merke vielleicht, aha, der Gott hat irgendwo noch eine andere Facette als die ich schon kennt habe. Und so entwickelt sich auch gerade aus Fragen und Zweifeln heraus unseren Glauben. Und wenn du vielleicht zurückschaust auf dein Leben, dann wirst du merken, dass du wahrscheinlich schon jenste so Schritt durchgemacht hast. Zum Beispiel kommen die meisten von uns irgendwo an einen Punkt, wo sie merken, dass Gott nicht jedes Gebet so erfüllt, wie wir es hoffen. Und dass Christsein nicht immer heisst, dass es uns einfach gut geht und man nie in eine größere Krise hineinrutscht. Oder du bist vielleicht aufgewachsen und hast alles aus der Bibel wortwörtlich genommen und hast irgendwann gemerkt, nein, auch das muss man irgendwo ein Stück weit interpretieren und da gibt es gute Prinzipien, wie man das macht, damit es nicht schlecht kommt. Und so haben wahrscheinlich die meisten von uns nicht mehr genau den gleichen Glauben, wie wir vielleicht noch vor ein paar Jahren hatten oder geschweige denn, wie wir das vielleicht als Kind hatten. Unser Welt- und Gottesbild verändert sich. Und vielleicht auch, sprich das nochmal an, wenn du den Glauben erst am Kennenlernen bist, merkst du vielleicht auch, dass durch das, dass du das machst, plötzlich dein Welt- und Gottesbild hinterfragt wird und du vielleicht plötzlich merkst, ja, den gibt es vielleicht. Und was hat denn das für Auswirkungen darauf, wie ich sonst die Welt und das Leben sehe? Und natürlich die grosse Angst bei dieser ganzen Thematik oder, von Fragen und Zweifel und, oder das Stichwort, das manchmal auch umgeistert, ist Dekonstruktion. Ja, es kann vorkommen, dass Menschen irgendwo zu einem Schluss kommen, dass sie irgendwie nicht mehr glauben können. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum es Stimmen gibt, die davor warnen, den Glauben irgendwo zu hinterfragen. Aber ich glaube, es ist falsch, wenn man aus Angst, dass Fragen und Zweifel zu einem Glaubensverlust führen könnten, das versuchen irgendwie zu unterdrücken und auf die Seite schieben und uns nicht damit auseinandersetzen. Weil ein Glauben muss können, unseren Zweifeln und Fragen irgendwo standhalten. Und es ist auch nicht eine Schwäche, wenn wir Fragen und Zweifel haben. Wie gesagt, vielmehr ist es oft eine Chance zum Wachstum, zu einem tieferen und widerstandsfähigeren Glauben. Und der Timothy Keller hat mal gesagt, sehr oft, wenn Menschen sich irgendwo vom Glauben abwenden und man sie fragt, ja, erzähl mal, wie hast du den Glauben gesehen, dann zeigen sie ein Gottesbild, wo er vielleicht auch sagen, ja, also wenn das mein Gott wäre, dann würde ich auch nicht glauben. Wo man merkt, da hat sehr viel damit zu tun, wie dass man den Gott sieht. Darum also, erste Good News, wenn du Fragen und Zweifel hast, das ist völlig okay. Du bist in bester Gesellschaft, auch wenn man es biblisch anschaut. Und auch wenn die nächsten Personen in deinem Umfeld Fragen und Zweifel haben, es ist okay. Es ist vielleicht nicht immer einfach auszuhalten, aber es ist okay. Und vielleicht so ein bisschen die Frage an dich ist, nimmst du deine eigenen Fragen und Zweifel wahr? Oder kann es sein, dass du sie vielleicht irgendwo versucht hast, wegzuschieben, auf die Seite zu tun, aus dem Blickfeld zu nehmen? Und doch sind sie irgendwo noch so ein bisschen rum. Jetzt die Frage ist, was machen wir mit denen, oder?
Und wir werden im zweiten Teil dieser Serie uns noch ein bisschen ausführlicher mit dem beschäftigen. Aber auch gerade, wann ist es denn angebracht, vielleicht zum Glauben zu verändern? Aber heute möchte ich auf etwas ganz Grundsätzliches fokussieren. Ich möchte dich heute ermutigen, die Fragen zum einen ernst nehmen, aber mehr als nur sie ernst nehmen, sondern mit ihnen sogar direkt zu Gott gehen und vielleicht sogar Gott damit konfrontieren. Sie zu ihm bringen. Ehrlich sein mit ihm über die Sachen. Wir sehen in der Bibel immer wieder Geschichten von Menschen, die ganz ehrlich mit Gott gerungen haben, mit ihren Fragen und Sachen. Und wo manchmal sehr entwaffnend ehrlich sind. Und Gott haltet die Ehrlichkeit aus. Und du musst nicht Angst haben, du könntest ihn beleidigen, wenn du mit deinen Fragen und wenn du ehrlich ihm gegenüber ausdrückst, wie es dir geht. Ich meine, lies mal Psalmen. Da hat es zum einen wunderschöne, aber da hat es auch Psalmen drin, die sind sehr, sehr ehrlich, die sind sehr emotional. Und manchmal sogar sind da noch Verwünschungen, irgendwelche Feinde drin, wo, wenn du heute den Psalm so liest, so lässt du den Satz so lieber aus, weil die anderen Sachen sind schön, aber so die Seite denkst du dann so, nein, das geht doch nicht. Aber zum Beispiel im Psalm 13, so ein ehrlicher Psalm, wo der Psalmist schreibt: Herr, wie lange wirst du mich noch vergessen? Wie lange hältst du dich vor mir verborgen? Wie lange noch sollen Sorgen mich quälen? Wie lange soll der Kummer Tag für Tag an mir nagen? Wie lange noch wird mein Feind über mir stehen? Uns ist wichtig in dieser Serie, dass wir Menschen möchten ermutigen, sich gerade, wenn sie Fragen und Zweifel haben, in dem Sinne nicht von Gott distanzieren, sondern mit ihm dran zu bleiben. Weil der beste Ort für deine Fragen und für deine Zweifel ist Gott. Darum nochmal die Frage an dich. Was machst du mit deinen Fragen? Und wohin gehst du mit ihnen? Was ist dein Standard, wenn du Fragen hast? Was ist deine erste Reaktion, wenn dich Zweifel irgendwo plagen? Ganz viel anders? Oder gehst du mit dem auch zu Gott? Das griechische Wort für Zweifel ist Diakrino und so die wörtliche Bedeutung, die bedeutet auch einen Abstand machen oder eben Abstand nehmen. Man könnte sagen zweiteilt sein. Und ich habe es noch spannend gefunden, weil auch gerade eben in Bezug auf den Glauben, wenn man Zweifel hat, ist die Gefahr groß, dass man anfängt Abstand zu nehmen, dass man versucht so ein bisschen auf Distanz zu gehen. Und das kann man vielleicht sein, manchmal muss man das auch. Aber ich möchte euch ermutigen, in diesem Moment nicht von Gott Abstand nehmen, sondern mit diesen Sachen, auch mit diesen Fragen zu ihm zu gehen und vielleicht wirklich ein bisschen mit ihm ringen. Es gibt eine spannende Geschichte in der Bibel von einem Menschen, der wirklich mit Gott gerungen hat. Und es ist eine crazy Story, wenn man die liest. Es ist die Geschichte von einem guten Mann, einem rechtschaffenen, einem gottesfürchtigen Mann, der unversehens und sogar unverschuldet zum Spielball vom Bösen wird. Das Böse tobt sich richtig aus am Hiob, es ist der Hiob, und er verliert alles, was er hat. Er verliert seinen Besitz und er hat viel gehabt. Er verliert geliebte Menschen, seine Kinder kommen um. Und schlussendlich verliert er auch noch seine Gesundheit, sein Ansehen. Und Gott lässt das alles zu. Und ja, der Hiob hat in dem Moment mehr als einfach nur ein paar Fragen gehabt. Er war in einer ganz tiefen Krise gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Bild, das er vorher hatte von Gott, das er ihm geopfert hat, und wie der Gott doch jetzt mit ihm umgehen soll, enorm herausgefordert war. Und wahrscheinlich sogar erschüttert war. Und wir lesen viel von dem, wie der Hiob völlig unverständlich ist und sagt, ich verstehe nicht, warum das Gott macht. Ich verstehe nicht, warum Gott das zulässt. Was habe ich denn gemacht, dass ich das verdienen sollte? Und es wäre völlig verständlich, wenn der Hiob in dieser Situation sich von Gott abgewendet hätte und gesagt hätte, mit dem Gott will ich nichts mehr zu tun haben. Aber er macht das irgendwie nicht, er bleibt dran mit Gott. Und er hat auch noch ein paar Freunde und Begleiter gehabt, die versucht, ihm zu helfen haben. Und ist spannend jetzt in dieser Geschichte, man sieht, es nützt nicht viel, was die machen. Und
Ich will das jetzt überhaupt nicht irgendwie sagen, das ist nicht okay. Es ist eigentlich etwas sehr Wichtiges, mit Freunden dran zu sein. Das war der Hiob ja gewesen, aber es nützt manchmal nicht. Oder manchmal löst es das Problem nicht. Es kann vielleicht ein bisschen helfen, wie man mit den Sachen umgehen kann, aber manchmal löst auch das Problem nicht. Und so ist etwas vom Wichtigsten, was der Hiob in dieser Geschichte tun hat, ist, dass er sich direkt an Gott gewendet hat. Mit seinen Zweifeln, mit seinen Fragen, die er an Gott hatte. Er hat gewusst, dass zum wirklich Antworten zu bekommen, die verheben irgendwo, er hat das mit Gott ausfechten. Nur Gott selber ist in der Lage gewesen, oder kann ihm effektiv irgendwo helfen in diesen Fragen und Zweifeln, wo er drin war. Und der Hiob war mega ehrlich mit Gott. Er hat seiner Verzweiflung so ziemlich freien Lauf gelassen. Wir lesen hier eine Stelle aus dem Hiob 10, wo er sagt: Mein Leben ekelt mich an. Darum will ich der Klage freien Lauf lassen und mir die Bitterkeit von der Seele reden. Gott, stell mich nicht als schuldig hin. Erklär mir doch, warum du mich anklagst. Gefällt es dir, dass du mich unterdrückst? Warum verachtest du mich denn? Den du so kunstvoll gebildet hast. Die Pläne gewissenloser Menschen aber führen zum Erfolg. Hast du Menschenaugen? Siehst du die Dinge nur von außen, so wie wir? Ich habe ein bisschen schmunzeln, als ich das gelesen habe. So, dass Gott irgendwo entgegenzuwerfen. Hast du Menschenaugen? Siehst du die Sachen so wie wir? Der Hiob ringt mit Gott und er ist mega ehrlich. Und wenn ihr den Hiob schon mal gelesen habt, es ist nicht ein kurzes Buch. Es sind etwa 40 Kapitel. Es ist nicht einfach mal so 2, 3 Ausbrüche und dann ist gut. Aber immer wieder wendet sich der Hiob an Gott. Und er ist schonungslos ehrlich und er bringt all seine Gefühle Gott zum Ausdruck. Und etwas, wo man in dem hinein kann sagen, er ist ausdauernd. Und ich glaube, das sind 2 wichtige Aspekte. Der Hiob ist sowohl ehrlich mit Gott, auch mit seinen Freunden. Und das ist manchmal für die Freunde herausfordernd. Man merkt das dort, die kommen nicht nur so gut zu Schlag damit. Und er ist ausdauernd. Er gibt nicht einfach auf. Er bleibt in dieser Spannung hinein und wendet sich trotz allem nicht einfach von Gott ab, auch wenn Gott eine enorm lange Zeit einfach schwiegt. Gott sagt nichts. Jenste Kapitel lang. Hin und her mit den Freunden, sich an Gott wenden, klagen. Aber Gott sagt nichts, es kommt keine Reaktion. Und wir lesen, wie er das, der Hiob, anklagt, im Hiob 23, wenn er sagt: Wenn ich doch wüsste, wo ich ihn finden könnte und wie ich zu seinem Thron gelange, ich würde ihm meinen Fall darlegen und alle Gründe nennen, die zu meinen Gunsten sprechen. Ich wollte wissen, was er mir zur Antwort gibt und verstehen, was er mir dann sagt. Würde er wohl die Kraft aufbieten, um mit mir zu streiten? Nein, er würde mir Beachtung schenken. So könnte ich meine Unschuld beweisen und Gott würde mich endgültig freisprechen. Doch ich kann ihn nirgends finden. Ich habe ihn im Osten gesucht, er ist nicht dort, und auch im Westen entdeckte ich ihn nicht. Wirkte er im Norden oder wendet er sich zum Süden hin, sehe ich doch keine Spur von ihm. Nirgends ist er zu erblicken. Vielleicht hat Hiob Gott damit auch noch ein bisschen provozieren, oder so ein bisschen: Ja Gott, mach doch, und ich drohe dir mal so ein bisschen, hey, irgendwann haut es mir dann wirklich den Nuki raus und ich gehe. Und irgendwie ist es typisch Gott. Er lässt sich leider manchmal für uns, oder? Nicht zu einer Antwort irgendwo manipulieren. Auch wenn das schön wäre. Und auch wenn wir doch denken, ja, Gott, ja logisch, so verlieren die Leute Glauben, wenn du nicht reagierst. Und wir hätten das manchmal so gern. Aber irgendwie lässt sich der Gott nicht darauf ein, nach unserer Pfeife zu tanzen. Und vielleicht fragst du ihn so: Ja, okay, was bringt denn das Ganze? Dann macht es ja wirklich schwierig, so an Gott festzuheben. Die Geschichte ist noch nicht fertig. Irgendwann ist dann eben gleich der Zeitpunkt, wo Gott redet. Und der ist irgendwo imposant, aber es ist auch nicht ganz das, was der Hiob sich gewünscht hat. Gott stellt sich dem Hiob vor und stellt ihm eine Frage. Er sagt: Ja, Hiob, wo bist denn du gewesen, wo ich das Fundament der Erde gelegt habe? Wer bist du eigentlich? Schau mal an, was ich alles gemacht habe.
Schau mal die Sterne an, die Schöpfung, das alles. Er stellt sich am Hiob auf eine imposante Art und Weise vor, aber er erklärt sich nicht. Er gibt dem Hiob nicht eine Begründung für das, was passiert ist. Er zeigt einfach, wer er ist, seine Größe, was er alles geschaffen hat. Dass er vielleicht noch mal irgendwo ein paar Takt grösser ist, als das, was wir uns manchmal vorstellen können. Und auch das ist irgendwie typisch Gott. Es kommt meistens nicht so, wie wir es gerne hätten. Sorry, das sind vielleicht Bad News. Aber er lässt sich nicht von uns kontrollieren oder irgendwo in eine Box hineinstecken. Und das ist, und das verstehe ich manchmal, etwas, was schwierig auszuhalten ist. Aber Gott ist trotzdem immer da. Er ist vielleicht nicht ganz fassbar für uns. Wir können ihm vielleicht eben nicht erklären und sagen, so und so und so und so ist er ganz genau, sondern wir werden immer wieder irgendwo anstoßen mit dem. Aber er ist trotzdem irgendwo erfahrbar. Er ist trotzdem irgendwo und kann dir begegnen in all deinen Fragen hinein. Beim Hiob hat die Geschichte eben auch, wie das so oft ist, nicht damit geendet, dass er die Antwort bekommen hat, die er gesucht hat. Und trotzdem ist in dieser Gottesbegegnung, die er hatte, genau das gewesen, was er gebraucht hat. Und es hat gelangt. Und so kommt er zum Schluss zur Aussage, wo er irgendwie so ernüchternd, aber auch mega schön feststellt. Er sagt, du hast gefragt, wer bist du, dass du meine Weisheit anzweifelst mit Worten ohne Verstand. Ja, es ist wahr. Ich habe von Dingen geredet, die ich nicht begreife. Sie sind zu hoch für mich und übersteigen meinen Verstand. Herr, ich kannte dich nur vom Hören sagen, jetzt aber habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Hier wird nicht die Antwort bekommen, aber er hat eine Begegnung gehabt mit Gott. Die war anders als erwartet. Es hat lang gedauert, bis es passiert ist. Aber das, was er schlussendlich bekommen hat, hat gelangt. Ich glaube, dass die Geschichte vom Hiob oder sein Leben zeigt uns, dass die Lösung nicht immer in den Antworten ist, die wir suchen. Nicht immer in noch mehr Wissen und noch mehr können erklären ist, sondern sehr oft im Dranbleiben und im Ringen mit Gott und der Beziehung mit ihm. Und manchmal ist es so, dass sich unsere Spannungen und Fragen auflösen können, indem wir Neues erkennen und Gott besser verstehen. Aber manchmal finden wir anstelle von Argumenten und Erklärungen in einer anderen Art eine Antwort, in einer Begegnung mit Gott. Ihm irgendwo spüren, dass er da ist. Und nicht immer ist das so imposant, wie es beim Hiob war. Manchmal ist es auch einfach das Innerliche, irgendwo merken, der Gott ist trotzdem da. Und so kann ein neues Vertrauen auf Gott kommen, trotz offener Fragen. Ein neuer Frieden in unser Leben hineinkommen. Und sehr oft ist es so, dass aus dieser Nähe zu Gott irgendwo die Fragen plötzlich wir sie irgendwo auch loslassen können. Das heisst nicht, dass sie nicht mehr wichtig sind. Das wäre, glaube ich, das Falsche gesagt. Aber dass es uns gelingt, den Fokus wegzunehmen von dieser einzelnen Frage und das, was mich da so umtreibt und irgendwo nochmal neu Gott zuwenden. Der Ignatius nennt das eine Haltung von der heiligen Indifferenz. Also nicht eine Gleichgültigkeit, besser wäre, glaube ich, eine Ungebundenheit. Können sagen, hey, die anderen Sachen, die sind nicht so wichtig. Das, was wirklich wichtig ist für mich, das ist Gott. Ich möchte kurz zusammenfassen oder nochmal ein bisschen konkret festhalten, was heisst es für dich vielleicht, mit deinen Fragen zu Gott zu gehen. Ich glaube, das eine ist, dass ehrlich sein mit Gott. Das kann sein im Gebet. Das kann sein in der Stille. Das kann sein, dass du es aufschreibst, dass du Gott ein E-Mail oder ein Tagebucheintrag oder weiss auch nicht was machst und seine Nähe suchst. Anstatt sich zu distanzieren. Mit diesen Fragen zu Gott gehen heisst auch, ausdauernd zu bleiben. Eben vielleicht trotzdem ein Teil der Kirche zu bleiben. Trotzdem vielleicht weiterhin in die Small Group gehen.
sich vielleicht mit Themen beschäftigen und sagen, okay, ist das vielleicht etwas, wo ich noch ein bisschen mehr darüber wissen kann. Bibel lesen, trotzdem drin bleiben. Es gibt ganz viele Stellen und Themen, wo vielleicht sogar hilfreich sind, wenn du gerade schwierig findest. Und die Phasen ein bisschen aushalten. Das Dritte ist, sich fragen, kann es sein, dass das so ein Wachstumsschritt ist? Dass sich mein Gottesbild, mein Glaube irgendwo auch verändern muss oder kann? Und das Vierte ist, offen bleiben und Ausschau halten nach den Spuren von Gott in deinem Leben und seinem Reden. Auch wenn das vielleicht eben nicht genau in dem Aspekt oder in dem Bereich passiert, wo deine Fragen, wo deine Zweifel sind. Den Blick auf die anderen Sachen nicht verlieren. Das sind 4 so Punkte. Und ich möchte dich zum Schluss noch ermutigen, auch einfach mit einer Bibelstelle, wenn du vielleicht aktuell in einer Situation bist, wo die Fragen groß sind. Jeremia 29,13 heißt es, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und ich will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Und wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, will ich euch erhören. Wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. Gott lässt sich finden, wenn wir mit unseren Fragen und Zweifeln ihn suchen und bei ihm dranbleiben. Er versteckt sich nicht. Er ist nicht beleidigt, wenn wir ehrlich sind mit ihm. Und er wünscht sich, dass wir vielleicht trotz dieser ungeklärten Sachen wieder Vertrauen, Frieden und Glauben finden können. Der Dietrich Bonhoeffer hat mal mit einem anderen Priester darüber philosophiert, was so eine Überschrift über ihrem Leben sein könnte. Und Bonhoeffer hat für sich gesagt, ich möchte Glauben lernen. Und ich habe es spannend gefunden. Es ist nicht einfach etwas, das man hat, sondern es ist anscheinend auch etwas, das man lernen kann. Und das setzt ein Wollen und ein bewusstes Auseinandersetzen damit voraus. Jetzt machen wir es so, ich bete zum Schluss und nachher haben wir ein paar Reflexionsfragen, die wir noch auf den Screen tun, wo wir noch schnell stehen lassen, um uns ein bisschen Gedanken zu machen, bevor wir nachher in Worship hineingehen. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns auch mit unseren Fragen und Zweifeln ernst nimmst und dass das nicht etwas ist, das dich irgendwie beleidigt oder hässig macht oder wo du sagst, geh weg mit dem. Sondern dass wir mit dem zu dir kommen. Und ja, manchmal ist es schwierig für uns, wenn du uns nicht so direkt Antwort gibst auf die Fragen und Zweifel und wenn ja, das ist manchmal schwierig zum Aushalten, Vater. Und trotzdem danke ich dir, dass du dich in nichts von uns abwendest, sondern da bleibst, rum bist. Auch dann, wenn wir dich vielleicht nicht spüren, dass du uns näher bist. Und ich möchte beten jetzt auch gerade für Menschen, die da drin hocken, die Fragen haben, Zweifel haben, unsicher sind. Vater, ich bitte dich, dass sie dranbleiben mit dir. Ich bitte dich, dass du dich in ihrem Leben irgendwo sichtbar machen kannst. Ich bitte dich, dass sie neues Vertrauen, einen neuen Glauben in dich finden dürfen. Dass sie sich getrauen können, nochmal einen Schritt auf dich zuzumachen und mit ihren Fragen und mit ihren Zweifeln zu dir kommen. Und nicht müssen anfangen, eine Distanz zwischen dir und ihnen zu schaffen. Amen. Könntest du den Slide einblenden mit den Fragen? Vielleicht, dass du nochmal überlegst, wie geht es deinem Glauben gerade im Moment? Bist du überzeugt, zweifelnd oder irgendwo dazwischen?
kurz reflektierst darüber, wie du gelernt hast, mit deinen Zweifeln umzugehen, du das offen kannst machen, du dich auch getraust, Leute in deinem Umfeld von dem zu erzählen oder ob du das eher verdrängst und versuchst, mit dir selber auszumachen. Dass du dir nochmal überlegst, was könnte es für dich heissen, mit deinen Fragen und Zweifeln zu Gott zu gehen. Und vielleicht auch gibt es eine Frage, die du heute Gott ganz ehrlich möchtest stellen. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du so eine Frage hast, wir haben beim Kreuz da Zettel aufgestellt, schreiben, dass du vielleicht getraust, die aufzuschreiben und das Kreuz anzubringen und dort zu lassen. Du darfst auch sehr gerne das Gebetsteam in Anspruch nehmen und mit jemandem beten, sie lieben es, das zu machen.